Ja, wir sind im Zeitalter von der Dopamin-Junkies, ganz klar. Und es ist ja so, wie Dopamin ist nicht irgendwie etwas, wo man aktiv merkt, wie wenn man jetzt viel Alkohol reindrückt, dass man betrunken ist. Wir merken somit nicht, dass wir eigentlich permanent drauf sind. Und genau, und das will ich einfach nicht mehr. Ich merke es auch, oder, mit den Zielen, die ich habe, wo Aufmerksamkeit braucht, oder? Mit den Zielen, wo ich habe, dass ich auch nach Neville Goddard möchte, Living in the End, dass ich mich wirklich im Gefühlszustand wie meinem Ziel, wo ich erreichen will, bereits möchte sein, dass ich eigentlich in meinem Inneren schon gefestigt bin als die Version, wo ich möchte in der Zukunft äh, leben. Und je mehr Ablenkung ich in meinem habe, ob jetzt das irgendwie der nächste Zuckerkick ist, der ruft, oder die Langweil, wo vom Scrollen überdeckt werden, oder was weiß ich alles, das zieht mich eigentlich aus meinem Ziel raus. Ja, es fördert mein Ziel nicht. Und da habe ich mich halt einfach angefangen zu fragen, was dient eigentlich meinem Ziel? Und da habe ich angefangen, radikal halt Sachen wegzulassen, oder? Alles, was meinem Ziel nicht dient. Und ja. Und wenn du dich möchtest konzentrieren in einer Meditation, ich sage mal, zum ein Endziel, zum deinen Wunsch irgendwie mal fühlen in deinem Körper inne. Ähm, Wie der Neville sagt, und es steht auch so in der Bibel, dass wenn du quasi innerlich das schon fühlst, dass du das im Aussen manifestierst, oder? Darum sind die sich immer schlecht fühlen, die erleben die Welt nicht plötzlich glücklicher, die erleben es immer schlechter. Und wir können die Ursache im Inneren ändern. Und wenn es uns nicht gut geht, indem dass wir nur Scheiße essen, indem dass wir abhängig sind von Scrollen, also wenn uns das Handy weggenommen wird, dass uns die Welt zusammenbricht, dass wenn wir unsere Schocke nicht bekommen, damit wir hässig werden, wenn wir es eben nicht bekommen, damit wir so sind, das dient alles nicht, um in seinem Wunschbild zu bleiben. Und da habe ich für mich einfach entschieden, dass ich das so radikal ändern will. Und ja, der Neville sagt das auch, dass man eigentlich sein Leben mit einer radikalen psychologischen Veränderung, oder wenn du nicht mehr gleich bist wie vorher, eben, dann kannst du anders werden, weil nur wenn du anders bist, wird etwas anderes. Das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Und wenn du, sagen wir, ja, weiterhin halt ein bisschen dein Zeug nimmst, ja, für die einen geht es vielleicht gut, ich merke, bei mir geht das ganz hinten raus. Ja, habe ich bei mehreren Substanzen schon gemerkt gehabt und darum lasse ich es weg. Das Rauchen bringt mir nichts, der Zucker bringt auch nichts, Alkohol bringt noch weniger wie gar nichts. Und ja, und genau, Dopamin haben wir halt, das ist so der Glückskick und den haben wir halt im Scrollen, den haben wir im Zucker, den haben wir im Sex, den haben wir eigentlich in allem, eigentlich in allem. Und wir haben es verlernt, im normalen Leben zu bekommen. Also das heisst, Sonnenlicht gibt uns, oder sagen wir mal, einen schönen Baum oder was auch immer, der ist schon fast langweilig, weil man kann ja auf dem Handy was Cooles schauen, oder? Und somit kommt man, wenn man das auch mal weglässt, kommt man immer wieder näher an das zurück, was uns früher einmal glücklich gemacht hat, oder? Und kommt auch seine Schöpferkraft zurück über. Weil wenn wir nur gesteuert sind von Fremdimpuls, von Sucht, von der Sucht, die ruft, dann wie willst du da dein Leben in eine Richtung bringen, oder? Und wenn wir einmal schauen, die Erfolgreichen, die haben alle einen durchtakteten Tag, die meisten, die konsumieren kein Alkohol oder gehen an Partys, sondern die haben ihres Ziel, oder? Die lenken sich nicht ab mit Unnötigem, die verfolgen ihr Ziel und haben Ernährung, schauen auf die Ernährung, gehen ins Gym und alles das, genau. Darum ja, habe ich jetzt halt für mich entschieden, dass ich nicht mehr möchte. Ja. Das Dopamin wieder natürlich. Und jetzt habe ich herausgefunden, zum Beispiel eine kalte Dusche tut dein Dopamin auch irgendwie pushen und nachher über 4 Stunden ab, abgeben, oder? Anstatt dass du jetzt irgendeine Zigarre rauchst oder so, kannst du auch einfach kalt duschen. Klar ist was anderes natürlich, aber ja, so kann man es auch wieder natürlich anfangen zu sich nehmen, anstatt dass man ja, dich nicht gut tut eigentlich, oder? Weil es hat halt schon, alle Sachen haben halt eine Auswirkung im Körper, oder? Sie haben halt eine physiologische Auswirkung. Das heißt, ja, wenn du rauchst, hast du halt nun mal das, was deinem Körper je nachdem passiert. Es muss nicht heißen, dass dir irgendwas damit passiert, aber wenn du dann noch dazu trinkst oder noch dazu Sepp machst oder schlecht isst,
dann summierst du die Sachen, die dir im Körper können schaden können. Und ja, und dann bist du dann, jetzt bist du noch gesund, plötzlich bist du dann mal das erste Mal beim Arzt, im Spital, dann merkt man, du hast das, dann gibt es das erste Medikament gegen das, was du bekommen hast, weil du irgendwie nur schlecht gegessen hast. Jetzt lässt man nie das Problem weg, nie die Ursache lässt man einfach weg. Man nimmt einfach eine Pille, weil es einfach bequemer ist, eine Pille schlucken gegen das Sodbrennen, das man vielleicht hat von irgendetwas, das man zu sich nimmt. Anstatt dass man das, was man zu sich nimmt, einfach weglässt, damit das Sodbrennen weggeht und wir die Medikamente nicht brauchen. Jetzt ist es aber so, wir nehmen das Medikament, weil wir auch bequem sind, weil wir weiter unseren Scheiß zu uns nehmen, was legitim ist, muss jeder selber wissen. Wie gesagt, die Lobbys sind froh, wenn er Konsumenten sind von ihren Produkten. Aber meistens, wenn du die erste Pille zu dir nimmst, wo gegen A nützt, macht Nebenwirkungen von B. Jetzt nimmst du noch Pillen für B zu dir und jetzt hast du schon A und B und jetzt gibt es halt Nebenwirkung C und D und so weiter und so fort und somit hast du dann halt einfach irgendwie in 20 Jahren hast, 30 Pillen. Es ist aber normal, weil es ist ein schleichender Prozess. Am Anfang ist so, ein ist mühsam, zwei ist mühsam. Hey, ich habe schon Blister gesehen von Menschen, da denke ich, meine Güte. Und sie so, ja, das mache ich vor 4 Jahren. So, okay. 4 Jahre, irgendwie 12 Tabletten zum Mittag. So, okay, ist normal. Ja, dann ist es normal. Oder? Für mich ist es ein riesen Schock. Aber eben, weil dann halt so die Krankheitsverläufe dann oftmals schleichend auch noch kommen, ist es normal, dass du immer wieder mal alle 2 Monate eine neue Pille hast. Aber eben, man sieht dann oftmals den Zusammenhang gar nicht mehr, dass man dann die erste Pille für das genommen hat, dann kommt die zweite Pille dazu, weil man etwas anderes hat, oder? Und jetzt ist man halt in dem Kreislauf, dann ist man weiterhin isst man nicht wirklich besser, wir verzichten eigentlich auf nichts, wir lassen eigentlich nichts in Ruhe, sondern wir nehmen immer etwas zu uns, damit wir weiterhin in unserem Lifestyle leben können. Und das funktioniert halt einfach nicht, oder? Und darum sind bei vielen, die fasten, die radikal mal was anderes machen, wo viele, die Krebs hatten, haben mit Fasten den in den Griff bekommen. Oder? Anstatt ja, jetzt Chemo oder so machen, kann man es einmal anders versuchen. Aber ja, es ist immer ein Heißen, wenn man so etwas empfiehlt. Ähm, genau, aber eben, so hat man halt, wenn man sich ein bisschen informiert und auch, ich meine, da habe ich auch der Zora viel zu verdanken, oder? Ich habe am Anfang auch nicht ich habe auch lange nicht hinten drauf geschaut, was eigentlich alles für Sachen also auf die Zutatenliste von den Produkten, oder? Mittlerweile mache ich das und habe mir jetzt auch schon so ein Wissen angeeignet, dass ich eben weiss, okay, das führt zu dem und so weiter und das geht halt eben, selber denken ist halt cool, weil man merkt dann selber, was einem nicht gut tut, oder? Da muss man nicht mehr hören, was andere sagen. Dann weiss man selber, aha, ich ich kann ja das essen, weil das da so und so und so, weil man seine eigenen Gedanken gemacht hat und nicht, weil man hört, okay, Rohkost ist nicht gut oder wir sollen nur Keto essen oder wir sollen nur Sepp oder was als jenes. Oder das ist halt das Gute, weil sonst hockt man da und schaut und dann wählt man aus, okay, ich habe gerne Fleisch, ich habe gerne Eier, ja, dann suche ich mir die beste, die für das ist. Aber wenn man selber überlegt, würde man vielleicht merken, okay, vielleicht ist Sepp so gar nicht so gut, wie die da empfehlen. Oder? Und das geht halt nur, wenn man selber denkt. Weil jeder hat halt seine Ansicht und jeder gibt seine Ansicht weiter. Und das ist ja nicht verwerflich, oder? Aber ja, bei der Ernährung hat es wirklich die meisten Meinungen gibt es bei der Ernährung. Darum ist es wahrscheinlich da der grösste auch ja, zu empfehlen, selber mitzudenken. Wirklich mal selber mitzudenken, was ich mir oben reinlasse, oder? Und wenn man dann plötzlich weiss, so, man hört so, okay, 90% von meinen Glückshormonen sind in meinem Darm. Okay, ich bin 90% von meinem Tag so am Essen und ich weiß, dass das, was ich esse, eigentlich nicht gut ist und fühle mich den ganzen Tag schlecht. Aha, ja, ich lasse das doch einfach einmal weg und schaue mal, ob es mir besser geht. Oder? Und so kann man dann eigene Experiment machen und eben darum selber, man muss selber auf die Idee kommen, es muss einen Klick machen. Wenn es einen Klick macht, dann hat man den Ansporn, dann hat man die Idee. Und ja, das geht halt, je mehr man sich mit der Materie befasst, oder? Je mehr man überlegt, was mache ich eigentlich? Warum esse ich? Wieso esse ich das? Was hat das für einen Grund, dass ich nicht Nein sagen kann? Oder wieso habe ich eigentlich das Gefühl, dass das gut ist? Woher kommt der Glaubenssatz? Wer hat mir das eingepflanzt? Ist das überhaupt, vor 100 Jahren hat man das so gemacht? Machen wir das heute auch noch so? Ist man das schon überholt oder nicht? Hat man schon neue Errungenschaften oder nicht? Und es geht halt eben, selber denken ist das einzige Tool, wo man selber kann entscheiden kann.